Und schau, wie lang und dreckig seine Haare sind. Und seine Fingernägel sehen aus wie Wolfskrallen. Und gleich ist er mein Nattu. Ich erkenne doch meinen eigenen Sohn, auch nach so viel manchem Jahr. Komm in meine Hütte, lieber Nattu. Ich will dich baden und dir etwas zu essen geben. Du kommst ein Hemdli und Sandalen über. Ich will dich nie mehr verlieren. Die Leute haben den Messuan angeschaut, wie sie mit dem Mogli zu ihrer Hütte gelaufen ist. Sie hatten Angst vor dem Wolfsmensch und haben befürchtet, er könnte ihre Kinder beißen. Der Mogli ist der Frau nachgelaufen und er hat gespürt, dass die Dorfbewohner darüber geredet haben, ob er bei ihnen bleiben dürfe. Als er klein war, war es genau so. Und seine Wolfsmutter hat ihn behalten. Genauso wie jetzt die Menschenfrau. Die Messua ist in ihre Hütte hineingegangen und hat dem Mogli einen Topf Milch und ein Stück Brot gebracht. Der hat das sofort gierig verschlungen. Schon auf den ersten Blick hat der Mogli gesehen, dass ihre Hütte nicht halb so sicher war wie seine Wolfshöhle. Als Dach hatten die Menschen Strohbündel und das Fenster war nur mit einer dünnen Tierhaut bespannt. Da hätte ein Tiger ohne Problem reinkommen. Wenn die Menschen ihre roten Blumen nicht hätten, sie wären eine ziemlich leichte Beute für jedes Raubtier gewesen. Die Messua hat den Mogli mit lieben Augen angeschaut. Und der hat ziemlich gestaunt, was in dieser Hütte alles für komische Gegenstände umgestanden sind. An der Wand ist ein grosses Bett gestanden. Da davor eine farbige Truhe. Auf einem Regal haben Flaschen aus Glas und Töpfe aus Kupfer glitzert. Und daneben ist ein Spiegel mit einem geschnitzten Rahmen gehangen. Die Gegenstände haben den Mogli ganz trümmelig gemacht. Und auf einmal hat er gemerkt, wie erschöpft er war von seiner langen Wanderung. Er hat sich in die Ecke neben das Regal gelegt und hat die Augen zugemacht. Er hat aber nicht gerade einschlafen. Voller Sehnsucht hat er an seine Wolfseltern gedacht. Komm, mein lieber Nattu, du musst sicher nicht auf dem Boden schlafen. Leg doch ins Bett auf die weichen Küsse und deck dich zu. Du bist jetzt endlich wieder daheim. Der Mogli hat kein Wort verstanden, was ihm seine Menschenmutter gesagt hat. Aber auch wenn er sie verstanden hätte, er hätte trotzdem nicht gewusst, für was man ein Bett braucht. Ihre Stimme hat ihn aber so beruhigt, dass er eingeschlafen ist. Die Messua hat ihm eine Decke vom Bett geholt und ihn damit zugedeckt. So hat der Mogli sein Leben bei den Menschen angefangen.